Was ist Glück? Auf diese Frage gibt es keine eindeutige Antwort, weil die Bedeutung der Frage unklar ist. Was genau bedeutet überhaupt die Frage? Vielleicht hast du mit dieser Frage auch wissen, was das Wort Glück bedeutet. In diesem Fall ist deine Anfrage linguistisch bedingt. In diesem Fall kann ich dir nicht weiterhelfen. Glück, das Glück, Substantiv, Singular, bedeutet zum Beispiel ein sich positiv auswirkender Zufall oder ein Zustand vom längerfristigen Zufriedensein. Wer sich die Frage stellt, hat aber wahrscheinlich etwas anderes, Interessanteres im Sinn gehabt. Vielleicht hast du etwas über die Sache, also das Glück an sich wissen. Ist es ein Vergnügen, ein Leben im Wohlstand oder doch etwas anderes? Wir können die Frage nicht beantworten, bevor wir nicht eine Vorstellung davon haben, was mit diesem Wort überhaupt gemeint ist. Philosophien, die über das Glück schreiben, betrachten ihren Gegenstand typischerweise als eine der zwei folgenden Sachen, wo beide am Begriff Glück eine andere Bedeutung zuschreiben. Glück als ein Zustand vom Geist, Glück als ein Leben, das für die Person, die es führt, gut verläuft. Im ersten Fall ist das Anliegen einfach eine psychologische Angelegenheit. Und genau an diesem Punkt hat es mich so richtig anschiessen, die Podcast-Episode zu machen. Und wieso? Ich hatte nämlich ein Ziel. Ich habe mich verloren in der Vielfalt, als ich das Ziel verfolgt habe. Ich habe mich im Glück verloren und bin unzufrieden geworden. Das Einzige, was ich nämlich wollte mit dieser Episode, ist etwas Schönes machen. Eine, die sich gut anfühlt, wenn ich sie mache, und sich gut anfühlt, wenn du sie hörst. Eine, die aus Zufriedenheit heraus entsteht. Und was würde sich besser eignen, zum glücklich sein, als über das Glück reden? Vor Freude habe ich also meine Freunde und Freunde nach ihren Glücksmomenten gefragt. Und was macht es aus? Und je mehr ich Antworten bekommen, desto unsicherer bin ich mir geworden. Und habe mir die Frage gestellt, mit was für einem Brocken befasse ich mich jetzt schon wieder? Weil ich nämlich wirklich einfach etwas Schönes machen wollte, das Freude macht. Und schon wieder beschäftige ich mich nachher mit existenziellen Fragen, wo ich eigentlich gar keine Lust darauf hatte. Ich wollte etwas Schönes machen. Und was habe ich tatsächlich bekommen? Das Gegenteil. Ich habe mich gefragt, was macht mich glücklich? Und bekommen habe ich mal wieder Existenzängste und eine Ladung Gleichgültigkeit. Blöder Kopf, habe ich gedacht. Jetzt macht er sich über eine Frage Gedanken, oder jetzt mache ich mir über eine Frage Gedanken, verschwende Energie für die Antwort, die eigentlich scheisse gleich ist, weil es ist ja alles gleich und es bringt alles nichts und überhaupt, was mache ich? So schnell bin ich in dieser Gedankenspirale gsi, wenn man nicht aufpasst. Ich bin mir vorgekommen wie der Herr Lehmann. Herr Lehmann, was? Herr Lehmann ist ein Buch. Also, es ist ein Roman, den der Sven Regner geschrieben hat. Und es geht um einen Franz Lehmann, kurz Herr Lehmann, der als Barkeeper in Berlin gerade so klebt mit den Sachen, die er macht, von Hang ins Mauch leben. Und wieso Herr Lehmann? Der fragt sich nämlich auch etwa nach dem Sinn des Lebens. Und er kann sich gut über alles Mögliche auf dieser ganzen weiten Welt aufregen. Über den Sinn des Lebens haltet er Folgendes. Sinn des Lebens. Was ist der Inhalt eines Lebens? Ist das Leben ein Glas oder eine Flasche oder ein Eimer, irgendwelcher Behälter, in dem man was einfüllen muss, sogar muss? Denn irgendwie scheint sich ja die ganze Welt einig zu sein, dass man so etwas wie einen Lebensinhalt unbedingt braucht. Und er kann sich unglaublich gut über Sachen aufregen, über alles Mögliche, über einen Buddy, über Hunde, die ihm den Weg versperren, über Brunch, weil man ja in einem Resti bis in die Nachmittagsstunden brunchen kann und dann kann er sich prächtig darüber nerven, über Krusten von einem Braten, über das Verliebtsein, über das Duzen und Seizen, über das Saufen, über noch mehr zu saufen und das anschliessende Dehydrieren. Auf der Suche nach dem Glück habe ich mich auch genervt. Da hilft nur eins, habe ich gedacht. Auf dem Küchenboden liegen, Tilly anschauen. Gut, das hilft vielleicht akut, aber was kommt nach der Ablenkung? Noch mehr Ablenkung. Ich habe die Episode also aus meinem Kopf rausgetan und mit ein bisschen Zeit habe ich sie irgendwie vergessen. Das ist mir dann gut gelungen, zu vergessen oder auch zu verdrängen, bis ich an diesem Abend unter dem Feuer gehockt bin, mitten in der Nacht. Also es ist schon gegen Morgen zugegangen. Alle sind unten bis auf 2. Wir hocken am Feuer, schauen rein. Das ist schon noch schön.
Bam, schön, was für ein Kackausdruck. Das sagt überhaupt nichts aus. Schön, was ist schon schön? Ein schöner Tag, ein schöner Abend, eine schöne Kleidung, eine schöne Person, ein schöner Gedanke. Das ist für jeden etwas anderes. Blödes Wort. Geliebte, verhasste Sprache. Und lustig zugleich, es gibt für alles so ein präzises Wort, nur für die für mich wichtigen Sachen, wie zum Beispiel Gedanken trunken in eine Flamme hineinzuschauen, ist man noch nicht drauf gekommen, in deutscher Sprache ein Wort zu definieren. Das ist zum Beispiel für mich schön. Nein, das ist noch viel mehr. Das macht mich richtig glücklich. Und das habe ich gedacht und gesagt. Und mein nebendran hat gesagt, ja, schau, schlussendlich sind wir alle irgendetwas, das wahrnehmen und wahrgenommen werden. Das war ein richtiger Glücksmoment für mich. Und so habe ich sie dann wieder vorgegraben, die Glücksmomente von meinen Freunden und Verwandten und von denen, die ich gar nicht kenne, die hier auch mitmachen. Und habe nach ihnen verschiedene Anschauungen zum Thema gesucht und auch gefunden. Das Glück subjektiv wahrgenommen, probiert objektiv zu betrachten, ist mir schwierig gefallen. In der heutigen Awesome Range of Freedom Episode wäre es eigentlich darum gegangen, etwas Schönes zu machen. Ob mir das gelungen ist oder nicht, das kannst du selber bewerten. Kannst du einfach hören, kannst du einfach nicht hören. Auf jeden Fall ist Glück vielfältig und Teilen macht Freude. Also auch mir, nicht alles, aber zum Teil schon. Und darum können wir uns jetzt ihre Ansichten zum Thema Glück anhören. Viel Spass! Das war eine super spannende Frage. Und ich habe mir ja nicht die Frage gestellt, ja, wenn bist du überhaupt glücklich oder was ist für dich Glück? Ich habe noch mit Leuten darüber geredet und ich habe gemerkt, ich habe das Gefühl, ich bin sehr viel glücklich. Und ich kann auch ab allem glücklich sein. Ich habe das Gefühl, Glücksmomente sind für mich Momente, wo ich einen gewissen Bewusstseinszustand wahrscheinlich habe. Was ich jetzt auch noch gemerkt habe im Gespräch, ist, dass es wahrscheinlich so verschiedene Ebenen gibt von Glück. Und dort tue ich bis jetzt noch nicht differenzieren. Also wenn du mich fragst, Glücksmoment, der kann bei mir beim Zähneputzen sein, der kann bei mir aber auch eben mit einer Person sein, die ich super gerne habe. Und so ist es eben dann schon schnell passiert. Dann wird man nach Glücksmomenten gefragt und schlussendlich überlegt man sich, was macht mich glücklich? Oder bin ich glücklich? Es ist eine fiese Frage, es ist eine existenzielle Frage und jeder kann sich selber beantworten, kann sich damit auseinandersetzen oder auch nicht. Und wenn wir sie schon haben, die Glücksmomente, möchte man sie manchmal auch teilen. Nicht alle, teilen sie für einen selber. Aber hören wir doch die uns an, die meine Freunde mit uns teilen möchten. Wenn ich an Glücksmoment denke, dann kommen mir als erstes ein langes und ein strenges Training in den Sinn, aber auch ein Abenteuer in der Natur mit jemandem oder mit Leuten, die ich gerne habe. Wieso? Die beiden Sachen, ich glaube, ich komme bei beiden in einen gewissen Flow. Ich kann präsent sein, im Hier und Jetzt und ganz egal, was davor war oder was danach wird sein, ich bin einfach da. Und ihr kennt das Glück auch erst im Nachhinein in den meisten Fällen, wo ich ja nicht mit der Absicht in die Momente gehe, glücklich zu sein. Die Momente sind alleine sehr schön und gemeinsam erlebt vielleicht sogar noch ein bisschen spezieller. Was mich auch sehr glücklich macht, ist, wenn Leute, die ich gerne habe, so richtig aufblühen. Das heisst, wenn sie zum Beispiel ihre Angst überwinden, neuen Mut aufbringen oder ihre Ziele erreichen. Beim Thema Glücksmoment kommt mir als erstes der Ausgang von gestern Abend in den Sinn. Also Ausgang, wir haben die Geburt von meiner Kollegin gefeiert und haben eine Silent Disco gemacht. Und es hat echt so gut getan, mal wieder tanzen und können unter Leuten sein und so wirklich so rauslassen. Es hat so gut getan. Und dann als nächstes kommt mir, glaube ich, all die lustigen Situationen sind, die ich mit den Kindern habe, die ich zusammen arbeite. Also im Moment mache ich ein Praktikum mit Kindern, die geistig eingeschränkt sind. Und es ist so lustig, manchmal, was die Kinder alles machen. Und wie man die zum Lachen bringen kann und wenn sie etwas lernen und wenn sie die gerne haben und du mit ihnen kannst Sachen machen, aber wenn sie dir vertrauen, das ist so schön zu sehen, wie
wie sich an dir Freude haben und sich selber so wie sich fühlen und stolz auf sich selber sein. Das ist so cool einfach. Und ja, keine Ahnung. Ich glaube, zusammengefasst kann man sagen, ist einfach, dass Leute einem gerne haben und dass man das so teilen kann. So Glücksmomente finde ich wie am schönsten, wenn ich sie mit anderen Leuten zusammen habe. Shit, ich habe dich nicht vergessen. Jetzt ist mir gerade hure in den Sinn gekommen wegen diesem Glücksmoment. Fuck! Ein hure Glücksmoment. Ich tue dann schnell etwas aufnehmen. Und genauso Schissel wie die Nachricht von meiner Freundin macht mich nachher glücklich, weil ich höre, wie viel Humor hier aussen rum ist. Und habe ich richtig Glück gehabt, dass sie mir ihren Glücksmoment auch noch geschickt hat. Lassen wir ihn an. Ja, ich hatte erst noch einen Glücksmoment gehabt. Und zwar war das, wirklich vor 2-3 Tagen, bin ich am Borden gsi und es ist einfach fast niemand auf der Piste gsi. Also ich bin wirklich sicher fast 2-3 Minuten oder noch länger bin ich einfach allein auf dieser Piste gsi. Die Sonne hat geschonnen und ich bin dort am Fahren gsi, habe richtig jede Kurve, die ich genommen habe, habe ich richtig genossen. Und es war echt so ein schöner Moment gsi. Einfach so, also ich allein mit meinem Brett dort am Fahren, habe mich wirklich richtig so frei gefühlt in dem Moment. Und ich kann mir sagen, ja, das ist jetzt wirklich ein Glücksmoment, den ich richtig geniessen kann. Ein Glücksmoment? Ja. Also ein Glücksmoment ist zum Beispiel gerade jetzt, in dem Moment, wenn du bei uns bist und wir haben Frieden zusammen und alle kommen gut aus miteinander und du bist gesund. Das ist ein grosser Glücksmoment. Und einer, der mich gerade mal erinnert, es klingt zwar ein bisschen komisch, aber der Glücksmoment, ein riesiger, war auch, wo du deine Lehrstelle hast, Zusage hast für deine Lehrstelle. Wirklich? Ja, wirklich. Hast du noch mehr, die nicht mit mir zu tun haben? Ja, ganz viel. So wie heute der Gewinn in der Lösli. Nein, das ist für mich kein Glücksmoment. Der Glücksmoment hat nichts mit Materiellem zu tun. Das ist, wie man sich fühlt und mit wem dass man zusammen ist und schönes Wetter, Sonne, in den Bergen sein, wandern. Zum Beispiel dann, wo wir auf Marbach-Eck zusammen sind, wo wir da die Sage vom Teufel und weisst welche? Das war für mich auch ein Glücksmoment. Ich war total zufrieden. Oder wenn es draussen blüht, meine Pflänzchen blühen. Kannst du nicht mit dem Fuß am Boden? Wachsen. Ganz viele Glücksmomente. Auch mit dem Papa, wenn wir zufrieden sind zusammen und keine bösen Worte, das ist für mich ein Glücksmoment. Hat man schön. Ja, ganz viel. In meinem Leben ganz viele Glücksmomente gehabt. Und hoffe, ich habe noch ganz Menge. Das hoffe ich auch. Geld ist nicht Glück. Ja, Glück nicht. Sicherheit bedeutet Geld. Ist Sicherheit Glück? Ich weiss es nicht. Nein, das hat nichts mit Glück zu tun, Sicherheit. Wenn man die Sicherheit hat, finanzielle Sicherheit, ist man vielleicht schon ein bisschen glücklicher. Hat man die Sorgen nicht, die haben, die nichts haben, kein Geld. Aber ich rede jetzt nicht von uns in der Schweiz, uns geht es gut, sondern das, was man manchmal sieht im Fernsehen oder hört im Radio, es gibt wirklich arme Leute, ja. Macht dir Fernsehen schauen glücklich? Manchmal schon, ja. Das ist für mich ein Hobby, Fernsehen schauen, das ist Erholung. Nachricht auch? Nein, und manchmal sehe ich Sachen im Fernsehen von Ländern, zum Beispiel von Norwegen, wo ich selber war und habe gesehen, oder an der Ostsee bin ich, dann ist von diesen Kreidenfelsen gekommen, wo ich bin oben gestanden und angeschaut, und das ist für mich auch ein Glücksmoment, wenn ich das sehe, wo ich war. Und dort bin ich auch glücklich gewesen. Oder wenn ich höre, dass es jemandem gut geht, jemand, der mir nahe liegt, ein Mensch, den ich gerne habe, und wo es gut geht und glücklich ist, das ist für mich ein Glücksmoment. Und wenn es denen schlecht geht, geht es dir auch schlecht? Oh ja, manchmal, ja. Schon, ja. Das ist aber anstrengend. Ja, das ist schon anstrengend, aber ich denke, das ist bei allen so. Wenn man jemanden gerne hat, leidet man vielleicht mit. Darum wünsche ich allen nur Glücksmomente. Ja. Einer der schönsten Glücksmomente war der, als ich auf den Bildschirm bei der Ultraschalluntersuchung geschaut habe und dort ein winziges Herzchen gesehen, das wie wild gepocht hat. Ein neues Leben, das entsteht. Ein neues Leben, das man mit sich trägt. Das eigene Herz pocht selber wie wild. Einfach nur schön. Ja, gute Frage. Wie immer etwa. Mein letzter Glücksmoment
den ich hatte, war heute Morgen um 10:07 Uhr, als ich im Wankdorf zum Beastmode ausgelaufen bin und gewusst habe, yes, ich habe mein Morgenritual ein weiteres Mal durchgezogen. Das heisst, ich bin aufgestanden, habe mein Käferchen gemacht, habe mein Tagebuch geschrieben, bin im Keller in Gefriere ins Eisbad gehockt und bin jetzt noch trainieren. Und das eigentlich, bevor das alle anderen überhaupt aufstehen. Das heisst, ich habe mich als allererstes einfach mal um mich gekümmert durch den Tag und kann jetzt mit gutem Gewissen den Rest des Tages für andere Leute im Zeug herumsäckeln und ihre Probleme lösen. Und das ist für mich eigentlich jeden Morgen ein Glücksmoment, den ich versuche rauszuholen. Wo ich wirklich ein guter Junge bin und mir selber auf die Schulter klopfen kann. Und dann, ja, gibt es die spontanen Glücksmomente, wie zum Beispiel gestern am Abend im Familienkreis gehockt, zu Nacht gegessen, noch irgendein UNO gespielt, ein bisschen über Gott und die Welt diskutiert. Und das sind so ein bisschen die spontaneren Momente, wo ich eigentlich immer mal versuche, auch wie ein bisschen aus dem Gespräch auszubrechen und heute zu realisieren, wo ich hocke, was ich mache und das so richtig zu geniessen. Das ist so ein bisschen meine Meditation, die ich im Moment versuche durchzuziehen, dass ich etwa die mal durch den Tag realisiere, okay, wo bin ich eigentlich, was mache ich eigentlich. Aus dem heraus entstehen recht viele so Momente, wo ich echt glücklich bin. Und ich habe das Gefühl, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, dass man das auch checkt und wahrnimmt als das, was es ist. Glücksmoment. Was könnte ich darüber erzählen? Ich bin so froh, dass ich so viele tolle Erinnerungen habe. Und auch das Thema hat mega viele schöne Erinnerungen wieder bei mir aufgekommen. Ich habe mir lange überlegt, was ich eigentlich darüber erzählen will. Ich kann zum Beispiel erzählen, wie ich das erste Mal von daheim weggegangen bin, habe einen Weg gegründet, in Bern in die Stadt bin und das war so ein Abenteuer. Und das erste Mal von Langnau weg, da habe ich mich sehr frei gefühlt. Ich konnte aber auch erzählen von all diesen tollen Reisen, die ich machen konnte, von all diesen wunderschönen Orten, die ich sehen konnte. All die Erlebnisse, die ich dabei gemacht habe. Ich konnte auch erzählen von all diesen schönen Festen, die ich erleben durfte. Von all diesen grossen Festivals. Zum Beispiel Zora, in Ungarn, wo du 60'000 Leute bist, auf einem Haufen. Du fühlst dich verbunden mit allen zusammen. Bist dort auf dem Hocker am Hocken, wartest, dass es losgeht, die grosse Eröffnung. Es ist so ein Knistern in der Luft. Und wenn dann der erste Pass losgeht, dann geht es irgendwie durch all deine Knochen durch. Und es ist so eine grosse Energie, die dort rumschwebt. Aber ich habe mir dann überlegt, das, was ich gerne erzählen von Glück, ist eigentlich sehr einfach gestrickt. Und für mich bedeutet Glück, wenn ich daheim bin, im Garten, die Sonne scheint, es ist warm, die Hühner picken um, suche irgendwelche Würmer im Garten, sind glücklich, dass sie draussen sein können. Katzen, die rumspielen und die auf den Baum klettern, die so viele lustige Momente dir geben. Und vor allem all die guten Leute, die ich um mich habe, all die schönen Gespräche, die ich führen kann, all die schönen Momente, grillen, singen, einfach sein, frei sein und es gut haben. Ich glaube, das ist für mich das grösste Glück auf dieser Erde. Ich glaube, das ist für mich nicht nur Glück, das bedeutet für mich Glückseligkeit. Erzähl mir von einem oder mehreren Glücksmomenten. Da fragst du mir etwas. Also, da habe ich erst einmal 3 Tage eine gefühlte Ewigkeit einmal müssen überlegen und überdenken und was will ich jetzt und 1000 Gedanken und was ist jetzt das eigentlich und was soll ich jetzt da damit
und wähle doch die beste einmalige Gelegenheit, um jetzt das eine oder auch das andere Glücksmoment jetzt hier einmal. Also, das ist doch schwierig. Das ist doch so schwierig, wenn man anfängt, drüber nachzudenken. Boah, vielleicht ist es das gewesen, jetzt erst letztens, das Moment, dass ich zum ersten Mal hier im Garten bin gestanden und mein Hörgerät hatte. Und dann habe ich gehört, wie es eigentlich für die anderen Leute hier im Garten so tönt. Das ganze Spektrum, und ich habe es gar nicht mehr gewusst, wie das alles so ist und wie unruhig da unser Garten ist. Und das hat bei mir schon einmal so etwas wie ein Glücksmoment ausgelöst. Und sonst erlebe ich regelmäßig mal wieder ein Glücksmoment, so am Abend, wenn ich am Ende von der Tag einmal abhocke, vielleicht auf dem Balkon da hier bei mir, vielleicht dann noch einmal das letzte Glas oder ein Ziggy oder so, und dann passiert's einfach. Dann überkommt mir einfach das Gefühl, dass ich total im Einklang bin mit mir selber, mit dem Rest von der Welt, dass ich mir endlich einmal entspannen kann und kann sagen, hey, also, das ist doch gut jetzt so. Jetzt einfach hier und jetzt und mit mir selber, nicht mehr, nicht weniger. Und ich kann mich völlig entspannen. Und das ist, glaube ich, ein ganz schönes Glücksmoment von mir. Bei mir habe ich das Gefühl, dass ich eigentlich ganz viele Glücksmomente hätte, sie aber nicht immer wahrnehme, weil ich gerade nicht die Kraft habe oder gerade den Fokus eher aufs Negative habe. Heute habe ich aber ganz einen tollen Glücksmoment gehabt. Und zwar bin ich mit meiner besten Freundin gewesen. Ich habe bei ihr geschlafen. Es ist Sonntag. Und dann haben wir uns angeschaut und gedacht, hey, was wollen wir heute eigentlich machen? Corona, alles zu, Sonntag sowieso alles zu. Und dann haben wir gefunden, hey, nehmen wir doch einfach das Auto und fahren einfach um. So banal wie es tönt, ist bei uns Autofahren immer ganz etwas Tolles, weil es mit Musik hören verbunden ist. Und dann sind wir gefahren und haben unsere besten Lieder, die wir seit und je miteinander hören, auf ganz laut mit Beat und Boxen laufen lassen und haben gesungen, und es hat so gut getan. Und das ist so banal, aber es ist so schön gewesen, weil wir einfach die Musik gespürt haben und das so genossen haben in dem Moment, weil wir einfach in unserem Raum sind, fern irgendwie von allem, und ja, es hat gar nicht viel gebraucht. Da habe ich mich wirklich glücklich gefühlt. Und das möchte ich allen Menschen mitgeben. Macht das doch auch mal. Holt euch eure Boxen, hockt an, steht auf, tanzt, was auch immer, fahrt Auto, wo auch immer ihr wollt das machen. Und macht das mit den geliebten Menschen, die ihr habt. Wenn ich an Glücksmomente denke, dann kommen mir im ersten Moment sehr bewusste Situationen in den Sinn. Das heisst, wo ich im Moment innen sehr bewusst wahrnehme und als besonders schön empfinde. Ich habe das zum Beispiel viel, wenn eine eher mühsamere Lebenssituation wegfällt. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, dass dann zumal der RS eigentlich an jedem Samstag und ganz besonders natürlich am letzten Tag vor RS, dass ich dann den Heimweg, also die Zugfahrt für Heim, als mega schön habe empfunden. Das war für mich jedes Mal ein mega Glücksmoment gewesen. Oder einfach auch in der Schule am letzten Schultag vor den Sommerferien und dann am nächsten Morgen, wenn du aufwachst und realisierst, dass du jetzt einfach 5 Wochen Ferien hast. Das ist ein mega Glücksmoment. Umgekehrt habe ich das aber auch, das heisst, unmittelbar vor dem Umbruch zu einer eher mühsameren Lebenssituation. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, dass ich einmal in der Schulzeit den letzten Ferientag so intensiv erlebt. Da sind wir noch in Kino gegangen und ich habe das einfach so genossen. Das war quasi noch so ein Zückerchen nach diesen ach so kurzen 5 Wochen Ferien.
Einen besonders schönen Glücksmoment hatte ich vor einem Jahr, ein paar Stunden bevor ich in WK einrücken musste, mit meiner Freundin zusammen. Da sind wir hier daheim auf unseren Sesseln gehockt und haben einfach zusammen diskutiert und sind in ein mega intensives und tiefes Gespräch reingerutscht. Und es hat sich irgendwie intensiviert mit dem Bewusstsein, dass ich jetzt wieder 5 Tage fort bin. Und es war einfach so ein schöner Moment gewesen. Ich habe vorhin davon geredet, dass Glücksgefühle für mich sehr bewusste Situationen sind. Aber ich finde auch, dass es Glücksmomente gibt, wo man im Moment selber gar nicht so realisiert, dass es ein Glücksmoment ist. Wir kennen es ja alle, wenn wir mit jemandem eine mega tiefe Konversation haben und alles um uns herum vergessen, dann denkt man ja nicht unbedingt daran, dass das ein mega schöner Moment ist, also wirklich bewusst, sondern erst im Nachhinein fällt es einem auf, was das für ein Glücksmoment war. Oder auch zum Beispiel, wenn man an eine schöne Lebensperiode zurückdenkt, dann fallen einem doch lauter kleine Glücksmomente auf. Ja, auf irgendwann kann ich da aus der Zukunft auf heute zurückschauen und sagen, mal, das waren Glücksmomente gewesen. Quasi nach dem Motto, der Stress von heute ist die gute alte Zeit von morgen. Mir macht es auch jedes Mal glücklich, wenn ich meine Familie treffe. Wenn mir dann aber bewusst wird, dass das nicht selbstverständlich ist und ganz sicher nicht für immer, dann verspüre ich einfach ein Gefühl von Dankbarkeit und das sind für mich auch so Glücksmomente. Ich glaube, manchmal muss man einfach daran denken, wie es wäre, wenn man das nicht hat, was man eben hat. Bei mir passiert das nicht automatisch, aber wenn ich das mache, wenn ich daran denke, dann verspüre ich einfach ein Gefühl von Dankbarkeit. Ich bin dankbar für das Umfeld, das ich habe, dankbar, dass wir hier in Frieden dürfen leben, dankbar, dass ich ein Dach über dem Kopf habe und dankbar für die wundervolle Beziehung, die ich führen mit meiner Freundin. Für mich ist es jedes Mal ein Glücksmoment, wenn ich meine Freunde treffe. Es tut gut, einfach mal dumm schnurren und einfach unbeschwert sein. Ich habe mich jedes Mal wieder ertappt, wie ich ein bisschen enttäuscht war, dass eines von unseren Treffen ein bisschen kürzer ist ausgefallen, als ich mir es gewünscht. Ich will manchmal nicht, dass es aufhört. Ich will manchmal nicht, dass es endet. Mit dem komme ich jetzt zu einem interessanten Aspekt von so Glücksmomenten. Wo sie nutzen sich einfach ein bisschen ab. Es ist nämlich gut, hört es auch mal auf. Wir kennen es doch alle. Wir bestellen etwas Cooles im Internet. Zum Beispiel einen Laptop für das Studium. Und wir freuen uns wahnsinnig, bis das Päckchen endlich da ist. Und wenn es hier ist, schon allein das Auspacken ist doch schon ein riesen Glücksmoment. Und dann hat das Gefühl, wenn man dann die Folie vom Display zieht, es kommt fast nichts an das her. Aber schon nach ein paar Tagen später flacht sich das doch ab und irgendwann gewöhnst du dich dran. Irgendwann verspüre ich kein Glücksgefühl mehr, wenn ich den Laptop aufklappe. Es ist kein Glücksmoment mehr. Und vielleicht bin ich sogar schon am Liebäugeln für ein neues Modell. Das nennt sich übrigens der Kompensationseffekt. Könnt ihr das mal googeln. Und gleich gibt es für mich gewisse Glücksmomente, die sich auch nicht durch die Routine abnützen. Zum Beispiel freue ich mich jeden Morgen, wenn meine Freundin mir kommt, ein «Guten Morgen» zurückgeben. Das nützt sich nicht so einfach ab. Aber über all dem, was ich jetzt erzählt, steht nur etwas. Und zwar das unbeschreibliche Glücksgefühl, wenn man ein Büssi mit einem Pss anlöcken kann. In meinem heutigen Glücksmoment war mein Gesicht ganz warm vor Frühlingssonne. Die Vögel sind am Singen und mein Bauch und meine Brust sind ganz warm vom kleinen Bub, den ich ganz fest in meinen Armen habe. Und mit kugelrunden, grossen Augen ganz fasziniert von den Bäumen im Himmel und wieder zu mir schaut und mich anstrahlt. Es ist witzig, weil irgendwie so Glück gehabt oder so. Ich sage darum eher, dass es das, also für mich gibt es das nicht, es ist noch ein bisschen umstritten, aber eigentlich habe ich das Gefühl, dass ja irgendwie etwas auch ein bisschen mit dem Gesetz der Anziehung zu tun hat. Darum weiss ich nicht, ob jemand einfach Glück hatte oder ein Schutzengel hatte. Oder ja, ich weiss auch nicht, als ich den Satz das erste Mal so gelesen habe, habe ich mir so wirklich die Frage stellen, was ist für mich eigentlich Glück? Und ich probiere es jetzt so abzubrechen. Für mich ist Glück auch viel Zufriedenheit. Für mich hat Glück etwas zu tun mit glücklich sein. Ja, ich habe zum Beispiel einen mega Glücksmoment gehabt, gerade heute, weil ich wirklich seit langem mal wieder eine Panikattacke hatte im Zug. Und ich musste auf Ressourcen zurückgreifen, die ich erlernt habe. Sprich, atmen, durchstehen, den schlimmsten Moment durchstehen. Und es ist mir dann echt besser gegangen. Ich bin zwar jetzt mega müde, aber es ist mir wirklich besser gegangen. Also ich bin dann
zu Bern angekommen bei Freundin und habe noch eine halbe Stunde mehr sicher daran gewöhnt, dort zu sein, mit dem Gedanken weg zu sein. Aber es ist dann wirklich gut gegangen und das war für mich ein Glücksmoment gewesen. In dem Moment, wo ich realisiert habe, hey, es hat abgenommen, es geht mir gut. Ich finde, zu Glück gehört noch so viel mehr dazu. Und zwar einfach nicht so ein gutes Umfeld, einfach, das mich unterstützt, das da ist für mich, was mich auch so happy macht. Und es war wirklich eben, wie du sagst, so ein Moment gewesen, wo ich schnell inne halten musste, wo ich natürlich auch das ganze Zeug vorbei war, als ich dem Heimfahren war im Zug, wo ich so musste sagen, hey, es geht mir gut. Es geht mir eigentlich gut. Ich habe super Leute um mich herum. Ich habe ein super Projekt am Laufen und ich habe es geschafft, so mir ein Stückchen weiter näher zu kommen. Ich glaube, jeder hat verschiedene Momente, die man erlebt hat. Und ich wollte irgendwie das ein bisschen unterteilen. Und ich hatte verschiedene Momente gehabt. Die erste ist zum Beispiel, dass ich die Lehrabschlussprüfung habe bestanden. Das zweite ist ein Moment gsi, wo ich extrem in einem Tief war und dann gleichzeitig in einem Hoch. Und zwar hatte ich sehr viele physische Probleme, körperliche Probleme. Und dann hat es irgendwann mal geheissen, ja, wir müssen die Rücken operieren. Bin ich recht in einem Tief gsi, musste rennen. Und dann haben sie geröntgt. Ich natürlich voll mit meinen Gedanken. Und dann haben sie gesagt, ja, wir müssen da nichts machen. Ein mega schöner, glücklicher Moment von mir. Das dritte ist ein Kompliment, das ich bekomme. Bei einer Podcast-Folge, die ich aufgenommen habe mit einem Kollegen, hat mir ein mega schönes Kompliment gemacht und hat gesagt, du bist so ein guter Gastgeber. Das kann nicht jeder. Und bin ich froh, dass ich das bin. Mega schönes Kompliment, habe ich merci gesagt, aber irgendwie auch Glück, dass ich so bin. Also das ist schon so ein Glücksmoment. Das vierte, eigentlich ist das das Einfachste, weil eigentlich muss man gar nicht gross grübeln, was für einen Moment das man erlebt hat, weil, wenn ich Hunger habe, dann kann ich etwas essen. Und da habe ich echt ultra das Glück, dass ich auch auswählen kann, was ich essen will, wenn ich essen will. Und das Letzte ist eigentlich, ich habe es schon erwähnt, sehr viele körperliche Beschwerden, wenn man dem so sagen kann. Und jeden Tag, wo ich verwache und ich habe keine Schmerzen, ist das ein sehr schöner Moment, wo man wirklich realisiert, was es heisst, gesund zu sein. Ja, ich glaube es. Ich habe es so ein bisschen unterteilt, wie ich zu dieser Aussage stehe. Ich hoffe, es war nicht zu kompliziert gewesen. Wenn ich ehrlich bin, muss ich das nochmal abhören, bevor ich es schicke. Und wenn das die Version ist, die gut ist, wo ich finde, es ist gut, dann fände ich es cool, wenn der Teil noch drin bleibt. Und jetzt habe ich am Samstag ein Interview gelesen, was um das Thema Glück geht. Kann man sich ja auch darüber streiten, wie man Glück kann erfassen und sowieso. Und in diesem Interview kommt raus, dass Optimismus eigentlich generell ein wichtiger Faktor ist für die Lebenszufriedenheit. Auch Dankbarkeit, Hilfsbereitschaft, im Hier und Jetzt leben, gewisse Resilienz, also nicht einfach, also was heisst nicht einfach, aber eine gewisse Dickhütigkeit auch zu haben, dass man auch all die schweren Sachen, die es in der Welt gibt, auch mit einer gewissen Gefasstheit auch kann nehmen. Und dass man sich irgendwie auch eine Lebensaufgabe gibt. Das sind eigentlich alles Punkte. Und das finde ich eigentlich schön an dem, wo nicht davon abhängen, was hat man für Ausgangslagen, so wie ja schon in der Gesellschaft, was
wie ist man geboren, wo ist man geboren, welches Geschlecht, welche Hautfarbe etc. Und das sind eigentlich auch alles Punkte, ein Stück weit, wo eben die Haltung eine Rolle spielt und wo man gleich auch eine gewisse Möglichkeit haben, unser Leben zu gestalten. Natürlich auch es gewisse einfache oder andere schwierige, aber grundsätzlich finde ich das eigentlich noch schön. Auch eben, dass sich zeigt, dass mehr Personen, die reicher sind, nicht glücklicher per se sind, sondern es sind andere Sachen wie eben Sicherheit oder soziale Beziehungen und eben die Sachen, die ich vorhin aufgezählt habe. Ja, das stimmt mir optimistisch, weil ich das Gefühl habe, hey, eigentlich haben wir es in der Hand, eigentlich können wir wirklich, wenn wir zusammen etwas Gutes machen, dann ist das möglich. Und es bleibt wahrscheinlich eine Utopie, aber es wäre grundsätzlich möglich. Also ich muss jetzt sagen, ich finde es noch schwierig, einen einzigen Moment rauszupicken, der für mich ein Glücksmoment war, um den vorzustellen, weil also Glück, finde ich, ist etwas extrem Subjektives und da gibt es sicher Situationen, wo mehr oder weniger Leute würden Glück empfinden, von Familie umgeben oder von Leuten, die man gerne hat, im Freundeskreis oder Haustierli, etwas gewinnen, wie auch immer. Schlussendlich muss ich für mich sagen, habe ich auch viel von meinen glücklichen Momenten einfach in der Natur draussen, ganz allein irgendwo verbracht, wo ich am Wind und den Vögeln zugelassen habe und Sterne beobachtet. Darum sage ich abschliessend, dass ich sehr gerne das gesamte Leben als einen grossen Glücksmoment ansehe, weil schlussendlich ist doch alles, was wir gesamthaft wahrnehmen, etwas, was zu diesem Ereignis, zu dieser Erfahrung hinzugibt und somit je nach Betrachtungsweise alles eins kann sein. Und ich will es mit Glück erleben. Und dann kann ich es manchmal fast nicht glauben, wie viele Leute in so eine Episode hineinpassen, wie viele Erinnerungen, Eindrücke, Gedanken, Träume, Visionen, wie viele Glücksmomente in so ein paar Minuten hinein mögen. Nach dem Ringen mit dem Glück habe ich festgestellt, dass ich das Glück lieber nicht herausfordern will. Und so habe ich es einfach gehen. Dafür ist etwas anderes Schönes gekommen, und zwar in den Bergen. Ich habe einen Text gefunden, der mir gefällt. Und der kommt von einem Lied, das heisst «Everybody is free to wear sunscreen». Und der geht so. Wenn ich nur einen Tipp für die Zukunft geben könnte, wäre es, mache die Sonnencreme an. Der Langzeitnutzen von Sonnencreme ist wissenschaftlich erwiesen, während der Rest von meinen Ratschlägen auf keine geringeren Grundlagen beruhen als meine eigenen Erfahrungen. Also genießt die Kraft und die Schönheit von deiner Jugend. Ihr werdet die Kraft und die Schönheit von der Jugend nicht verstehen, bis sie verblasst ist. Aber glaub mir, in 20 Jahren wirst du auf Fotos von dir selber zurückschauen und dich erinnern auf eine Art und Weise, wie du es bis jetzt nicht hast begreifen. Wie viele Möglichkeiten vor dir sind gelegen und wie grossartig du wirklich hast ausgesehen. Mach dir keine Sorgen über die Zukunft. Oder sorg dir im Wissen, dass sich Sorgen so effizient ist, wie zu versuchen, eine Algebra-Gleichung mit Ketschgümmeln zu lösen. Mach doch jeden Tag etwas, was dir Angst macht. Bist nicht leichtsinnig mit anderen Herzen. Gib dich doch nicht mit Leuten ab, die leichtsinnig sind mit dir. Manchmal bist du vorne, manchmal rennst du, manchmal bist du hinten, manchmal hinkst du nachher. Das Rennen ist lang und am Ende ist es immer nur mit dir selber. Bewahr deine Liebesbriefe auf, schiess die alten Kontoauszüge weg, mach Raum, dehne aus, lass dich schnaufen. Fühl dich nicht schuldig, wenn du nicht weisst, was du mit deinem Leben anfangen willst. Die interessantesten Menschen, die ich kenne, haben mit 22 nicht gewusst, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen. Einige interessante Leute, die ich kenne, wissen das mit 40 Jahren noch nicht. Schau zu deinen Knien. Du wirst sie vermissen, wenn sie dich dann nicht mehr tragen mögen. Vielleicht heiratest du nicht. Vielleicht bekommst du Kinder, vielleicht nicht. Vielleicht lasst ihr euch mit 50 scheiden. Vielleicht trefft ihr euch in 50 Jahren an diesem Ort zu dieser Zeit. Vielleicht umarmt ihr euch. Vielleicht jemand anderes. Und was immer du machst, nimm dich nicht zu ernst. Und mach dir auch keine Vorwürfe. Das nervt. Genieß deinen Körper, brauch ihn auf jede Art und Weise. Verbrauch ihn nicht. Hab Sorge zu ihm. Hab keine Angst vor ihm oder davon, was andere Leute über ihn denken. Über dich denken.
er ist das beste Instrument, das du hast. Mach Musik, tanz. Lies, weil es dich interessiert. Los, weil es dir gefällt. Schreib, weil es dir hilft. Zeichne, weil es befreit. Lerne deine Eltern kennen, wenn du kannst. Lebe einmal in der Stadt, aber gang, bevor sie dich hart macht. Akzeptiere gewisse unverzichtbare Wahrheiten. Ja, Glück kennt kein Schlüsselloch und ja, irgendwann findet das Glück einem, ist keine Aussage, sondern eine Frage. Keine Frage, sondern eine Tatsache ist, dass ich es wunderschön finde, dass du ein Teil von Awesome Range of Freedom bist und hier auch immer mithilfst und mithörst. Und das freut mich sehr. Das freut mich wirklich sehr fest. Und wenn du noch ein bisschen dran bleibst, teile ich meinen Glücksmoment mit dir, den ich von meiner Freundin bekommen habe. Habt ihr Sorge und bis gleich. Are you coming to the tree where they strung up a man? They say he murdered 3. Strange things have happened here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where the dead man called out for his love to flee? Strange things have happened here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things have happened here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where a necklace of rope side by side with me? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things have happened here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Ooh.